Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Werterhalt vom Auto. Im letzten Teil habe ich auch ein bisschen darüber geredet, was der Grund war, warum ich mir ein altes Auto gekauft habe. Und jetzt muss ich das Ganze noch ein bisschen vertiefen und ein bisschen genauer in das Ganze hineingehen, was ich jetzt mache, wie ich das Auto habe und wie ich schaue, dass das Auto nicht komplett vergammelt oder nicht mehr genutzt wird. Und ja, ich dachte, ich tue jetzt einfach euch meine Gedanken ein bisschen vortragen, und ihr könnt dann auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet oder schlecht findet oder ob ich ein Bunzenproblem habe. Wie auch immer. Ich wäre einfach froh, wenn ihr würdet nett bleiben, sachlich bleiben, weil alles andere wird ohne Rücksicht gelöscht. Ich habe keinen Hate-Kommentar gesehen, sozusagen. Genau. Also, es ist ja so, dass ich ja jetzt den Mazda habe und habe ihn mittlerweile nur noch als Sonntagsauto, weil es ja eben nicht so gut ist. Haben wir alles schon im letzten Video besprochen. Und bei mir ist es jetzt fast ein bisschen so, dass ich immer ein bisschen am Schauen bin, dass ich den Mazda doch nicht zu wenig fahre oder zu falsch fahre. Weil nicht, dass ich ihn jetzt, sagen wir mal, verstehst du, nicht, dass ich ihn jetzt wochenlang nicht fahre und dann fahre ich ihn nur zum Arbeiten. Mal 2-3 Tage lang oder vielleicht sogar nicht einmal, vielleicht auch nur einmal. Das wäre nämlich ein bisschen blöd, weil mein Arbeiten ist nicht weit weg von dem, wo ich wohne, und dann nur einmal halt zum Arbeiten fahren. Ja, ich weiß nicht, ob dann der Motor so Freude hat, wenn er dann wochenlang nicht läuft und dann wird er ins Leben zurückgeholt und dann wird er nur 10-15 Minuten gefahren oder nicht einmal eine halbe Stunde gefahren und dann wieder wochenlang eingebuchtet. Also für mich ist ein bisschen das Ding, ich fahre nicht. Wenn ich fahre, muss furztrockene Straße haben und ich muss ihn auch länger fahren. Also am liebsten lange Strecken, die für mich schön sind, schöne Aussicht alles, und wo man alles hat, wo man ein bisschen langsam fährt wie jetzt, wo man vielleicht zu Mittel fährt und vielleicht auch mal auf der Autobahn. Aber Autobahn muss für mich jetzt nicht unbedingt sein, finde ich auch nicht wirklich schön, aber einfach, dass er halt schon ziemlich bewegt wird, oder? Das ist ein bisschen mein Ding, dass der Mazda ziemlich bewegt wird, wenn er schon rausgeholt wird. Genau, das ist ein bisschen mein Ding, wo ich immer ein bisschen darauf schaue, dass ich nicht zu wenig fahre. Und für mich ist jetzt auch einfach ein bisschen das Ding, umso länger, dass ich den Mazda jetzt habe, und ohne Kabel, umso geiler finde ich es. Weil ich kann jetzt, es ist jetzt, er ist jetzt erst etwa ein Jahr, erst ein Jahr lackiert. Oder, also es muss noch, es ist eigentlich noch nichts, oder? Und trotzdem finde ich es jetzt schon so geil. Ja. Für mich ist jetzt auch ein bisschen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, zum Beispiel, ich will, ja, zum Beispiel auch ganz wichtig, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eigentlich Lust zum Ausfahrt machen mit dem Mazda. Wir wissen nicht wohnen, okay, wir gehen jemanden besuchen. Dass es aber dann bei der Ausfahrt bleibt, weißt du, dass ich den Mazda trotzdem, so wie jetzt, so über Landstraßen und im Dorf und so und in der Stadt fahre. Und nicht einfach auf der Autobahn, dann blochen wir noch jemand an. Weil so das Fahren von A nach B ohne Lust und Laune wäre für mich immer noch mehr der Opel. Also nicht mehr, sondern einfach der Opel ist jetzt für das da. Um schön zu fahren ist der Mazda da. Darum, ich probiere es auch immer ein bisschen zu abschätzen, ja, lohnt es sich überhaupt, den Mazda auszunehmen? Ist das nicht die grössere Gefahr, dass ich ihn irgendwie kaputt mache, anstatt den, weißt du, was ich meine? Anstatt den Spass, den ich am Fahren habe. Weil zum Beispiel, also was halt wirklich das Problem ist für mich, sind die gestretchten Felgen, dass er
darum keinen Felgenrandschutz hat, oder? Weil das ich habe eigentlich das kleine Pneu drauf, auf gut Deutsch gesagt. Und dann ist immer das Problem, erstens mal das Problem, über irgendwelche grosse Schwellen reinzufahren, dass er dann vorne kratzt. Das Problem ist aber auch, wenn ich irgendwie noch schräg drüber fahre, dann musst du die Rädchen so einschlagen, dass es dann nicht den Felgenrandschutz verkatscht. Weißt du, verstehst du, wie ich das meine? Wenn man jetzt da einfach so drüber fahren, schräg, zum Beispiel da, also da geht sowieso nicht, aber über so etwas halt, etwas Flaches, schräg drüber fahren, dann würde es ziemlich sicher den Rand wieder mehr, den Felgenrand wieder mehr verkatschen. Aber gerade drüber fahren wird auch nicht gehen, weil es dann einfach zu flach ist vorne, oder? Und darum bin ich auch immer ein bisschen am Abschätzen, so, erstens mal, zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, okay, wir gehen posten. Nein, der geht doch nicht mit dem Mazda, warum soll ich mit dem Mazda gehen? Das ist für mich nicht kein Auto zum posten. Okay, wir gehen ein bisschen weiter weg posten, wir gehen auf Vinti, okay. Aber komme ich dann überhaupt, weißt du, ein bisschen so vorausdenken, um den Wert halt zu behalten? Ja, komme ich überhaupt dort, wo gehen wir ran? Und was machen wir nachher? Wo fahre ich nachher mit dem Auto? Ja, jetzt habe ich mit den Informationen fast ein bisschen verzettelt. Es geht mir einfach ums Ganze, um den Werterhalt zu haben, dass ich schaue, ich fahre nur, wenn es trocken ist. Weil sonst macht es mir auch keinen Spass. Ich will jetzt nicht mehr driften oder irgendetwas. Und es ist halt wirklich fürs Auto besser. Ich gehe nur raus, wenn es trocken ist. Auch wenn ich durch den Wald fahre und es jetzt zum Beispiel nicht trocken ist, dann macht es mir auch keinen Sinn. Weil, dann kommt das Zweite, ich wollte nicht unnötig immer putzen. Weil, das habe ich schon mal in meinem Video gesagt, das Wasser geht jede Ritze, habe ich im letzten Video schon gesagt, das Wasser geht jede hure Rille rein, oder? Und was soll ich sagen? Ja, braucht es halt nicht unbedingt. Darum muss ich auch schauen, dass ich das Auto halt wirklich auch weniger fahre, wenn es nicht nötig ist sozusagen, oder? Aber trotzdem halt so die Waage davon zu behalten. Wann macht es Sinn und wann macht es nicht Sinn. Eigentlich behandle ich mein Auto jetzt mittlerweile wie ein Oldtimer. Obwohl ich aber schaue, dass das Auto auch zum Brauchen da ist, weißt du? Weißt du, was ich meine? Also, ich will es nicht einfach jetzt umstehen haben. Und ich habe zum Beispiel beim Audi, der Audi habe ich immer Angst gehabt, dass er nicht läuft, oder? Mein Oldtimer, 73er Jahrgang. Aber das Problem ist, das haben wir erstens mal als Amateur da rumgeschraubt an der Elektrik. Und zweitens mal, ich merke das auch bei Mazda, wenn er jetzt einen Monat nicht läuft, dass er dann ein bisschen zu schwach eingestellt ist. Soll ich das sagen? Dass er dann ein bisschen wie, ja, dass er dann schon fast abstellt, oder? Und ja, darum wollte ich ein bisschen schauen, dass ich die ein bisschen oft fahre und ein bisschen schauen, wann ich den Mazda fahre und wie ich es mache und wegen Werterhalt, dass es möglichst wenig Rostbilder gibt. Ja, muss ich auch mal schauen, dass ich wieder mal drüber gehe mit dem Grösseren, obwohl das wahrscheinlich wieder ein schöner Batterrost. Naja, das im anderen Video. Ich hoffe, euch hat es Spass gemacht. Bis zum nächsten Mal, euer Obscuro94. Ciao miteinander.